Freunde, der Zeitpunkt ist gekommen. Der Zeitpunkt, um das Spiel zu beenden. Ihr seht es schon. Wir haben das komplette Triforce des Mutes. Wir haben alle 3 Artefakte. Gut, eigentlich schon ziemlich lange. Und wir haben 19,5 Herzen. Bitte was? Achso, es war ja genau, haben wir schon ein bisschen Schaden gekriegt. Egal. Freunde, es geht los. So, wir sind noch auf Portemonnaie, Prelude natürlich unterwegs. So, dann können wir jetzt was quatschen. Wir haben das Triforce zusammen, aber, Moment. Ich habe doch im letzten Part gar nicht mit ihm gequatscht, oder? Scheinbar habe ich das gerade übersprungen. Bitte was? Nö, bitte nicht, oder? Bitte sagen wir, dass ich die Sequenz übersprungen habe. Naja, war zwar sowieso nur eine Quatschsequenz, aber trotzdem wäre jetzt ein bisschen doof. Er hat doch bloß abgespeichert und plötzlich, schreibe es komplett, cool. So, quatschen, komm schon. Das Triforce ist bereits komplettiert und vollständig. Ein Weg führt zum Turm der Götter, durch den du nach Hyrule zurückkehren kannst. Okay, Freunde, doof. Es ist eigentlich so, sobald man halt alle Triforce-Splitter hat und dann zum neuen König zurückgeht, dann soll sich hier das Triforce wieder komplettieren, sprich es ist wieder vollständig und ja, dann sollte es eigentlich auch so sein, dass Leuenken noch ganz kurz quatschen und sagt, ja, du hast zusammen, los, gehen wir halt zum Turm der Götter und so, also, ja. Nur eine kurze Quatschsequenz. So, der Heldentalisman, den ziehe ich auch schon bald mal an. Ne, wie war's? Ach, jetzt mal bereits. Cool. Und deswegen ich will jetzt eigentlich, bevor wir jetzt direkt zum Turm der Götter gehen. Was zum Henker ist denn das für ein Bug, hey? Alter Schwede! Sehr gut, Michael. Du hast vorher später gefunden, dass Triforce kann wieder vollständig zusammengesetzt werden. Schnell, wir müssen nach Hyrule eilen. Ich weiß nicht, ob der Fehler bereits bei der GameCube-Version auch schon war. Aber ganz ehrlich, falls ja, liebe Entwickler, bitte macht mir irgendeinen Patch und so am Fix. Also ich meine, klar ist nicht so wild, aber trotzdem, war jetzt ein bisschen verwirrend. Okay, Freunde, wir haben es wieder zusammen. Cool, das Triforce ist auch wieder vollständig. Das war vorher schon vollständig. Menno. Egal, was soll ich eigentlich gerade sagen? Genau, Schatzkarte. Ich will noch alle Schatzkarten sammeln. Ne, nicht Schatzkarten, natürlich Schätze davon sammeln. Das muss man ganz kurz gucken, wo jetzt überall wieder liegen. Ja, genau, waren wir ja beim Feenkardinal in allem noch. Oder das müsste ja das westliche Feenkardinal sein. Da kann mich auch von Nikchuk aus hin und so. Machen wir alles noch. Und zum Schluss will ich noch etwas machen, was ich am Anfang... Ne, nicht Anfang. Hier war's. Die Haifischinsel. Ja, ist auch irgendwie mal ein bisschen verpeilt und so und deswegen will ich das mal als kleines Trainingseinheit nutzen, bevor wir uns zu Gandalf begeben und zur Haifischinsel nochmal aufbrechen. Da gibt es auch mal so eine Geheimhöhle, die wir auch schon öfters hatten, mit vielen Gegnern, die dann ziemlich unangenehm werden können. Naja, sehen wir dann nochmal. Noch ein kleiner anderer Faktor, ich hoffe vom Sound her, von der Qualität her ist es nicht irgendwie schlechter als früher oder als vorher. Nämlich so, weil, ja, ich dachte mir so, für das große Finale, was jetzt kommt, soll ich jetzt wieder mal auf dem großen Fernseher bei mir, statt auf dem PC. Der doch ein paar Zoll größer ist und so und ja. Deswegen könnte es... Ist normaler Schatz, okay. Deswegen könnte es natürlich theoretisch sein, dass vielleicht im Hintergrund ab und zu noch eine kleine Musik uns hört, die ein bisschen lauter ist und so. Aber ansonsten dürfte es eigentlich keinen Unterschied geben. So, ich bin richtig unterwegs. Gut. Da drüben ist es, inklusive dem Schatz. Ich gucke gerade mal, wir haben sonst noch so... 19, 20, 1, 2... Okay, der 2, der war... Das ist die Isla Binocular. Okay, da kam ich auch schon bald vorbei. Kann ich eventuell als nächstes machen. Da ist er bei Portemonnaie zu. Das ist das, okay, das passt nicht gerade, das nördliche Feenkardinal, sprich erst die Insel Binocular, dann dorthin. Oh je, der war ja irgendwo hier unten, wa? Genau, das ist Nadelfelsinsel, da könnte ich eigentlich gleich nachher hingehen. Jo, machen wir. Machen wir so. So. Dann haben wir wirklich alles komplett, Freunde. Wobei, ganz komplett stimmt so nicht ganz. Es gibt etwas, was ich wirklich vergessen hätte. Und zwar könnte man ja theoretisch noch Super VIP-Kunde bei Terry werden. Wobei, es bringt dann eigentlich gar nichts. Einfach nur so neuer Ausweis halt. Glaube ich zumindest mal. Und ich könnte bei Vater Orca nochmal so eine Schwerter mit ihm machen. Und zwar müsste ich ihn dann 999 Mal treffen. Dann bekäme ich den Titel vom Meister. Aber ganz ehrlich, das gehört für mich nicht mehr zu 100% dazu, weil 100% ist für mich etwas, was man irgendwie anhand einer Liste und so sehen kann. Zum Beispiel mit den Schatzkarten, die kann man sehen, ja, du hast alle Schatzkarten und so.
Oder auch, gut, der schätzt zwar ja weniger, deshalb sammeln auch nicht alle Rubine und so ein. Aber Herzteile haben die auch irgendwie. Da sieht man, dass 20 insgesamt sind und denkt sich, cool, dann kannst noch, die kannst du alle komplettieren. Strifers genauso. Und es gibt halt gewisse Dinge, von denen ich denke, ja, so kann man es 100% gut machen, andere dann eher weniger. Nur mal so als kleine Erklärung. So, müsste ungefähr stimmen. Und wie es stimmt, aber wie gesagt, hier dürfen wir eigentlich nur noch ein paar Rubine finden, sonst nichts weiter. Und wir haben 100 Rubine. 200 natürlich, Mann. Wieso 100? Achso, wegen, ja. Nee, ich bin gerade ein bisschen wegen. Genau, ein bisschen wegen. Nein, wegen Link Between Worlds. Also dort sind ein silberner Rubin ist der 100 wert. Deswegen. Oder was wegen Skyward Sword? Nehmen wir mal. Skyward Sword und Link Between Worlds war doch so, dass ein silberner Rubin 100 Rubine wert ist, ein goldener 300. Und hier gibt es einen Orangen, der 100 wert ist, ein silberner ist 200 wert, also. Ja. Ein bisschen crazy. Naja, was soll's. Im Drei-Augen-Riff haben wir nichts mehr. Nadelfelsinseln als nächstes, Nummer 24. Quatsch, das wäre 28. Die Frage ist, habe ich hier noch die Romulus-Insel, wa? War die da irgendwie in der Nähe hier? Wo hatten die jetzt schon? Ich habe doch hier noch eine Karte rumliegen. Ah, das ist Mutter- und Kind-Insel. Ja, die können wir gleich mit den anderen zwei machen. Okay, gut. Dann müssen wir, glaube ich, mal bald soweit alle haben. So, natürlich in die rote Richtung. Bei der roten Nadel müsste es so... Wieso stimmt das jetzt wieder nicht? Das gibt's doch nicht, hey. Manchmal ist die rote Nadel, manchmal ist die blaue Nadel. Also irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Vor allem mache ich dann Ihnen das falsch. That can't be. Ja, scheinbar schon. So, stimmt's jetzt wenigstens? Ja, gut. Sollen wir vielleicht weniger da auf den Kompass links unten orientieren und mehr am Meer? Also sprich also nicht mehr am Meer, sondern eher so ein Inseln halt. Lalala. So, aber dann Fufi, aber wir brauchen gar kein Geld mehr. Guck mal, das anfreuen. Wir haben 2000 Rubinen noch. Ups. Ich habe voll vorbeigeschlittert. 2000 Rubine bereits, und da kamen noch so viel mehr Rubine dazu. Hey, das ist einfach nur übel. Ah, und da haben wir es bereits. Pass mal ab, Mensch! Alter! Was denn so schnell ist. Jemand geil. Gut, hätten wir das? Überleg gerade mal. Gut, dann haben wir Mutter- und Kind-Insel, Isla Binocular, das Feenkardinal. Jemand in Rubinwert, cool, Mann. Überleg natürlich gerade, hat es sonst noch etwas in der Nähe hier? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2. Wo ist denn die Insel? Das könnte Draconia sein? Nee, das kann ich nie. Hä? Was ist denn das für eine Insel? Ist echt Draconia? Muss fast, wa? Nee, das ist nicht Draconia. Das ist die C4-Insel. Ist echt alles beieinander da oben, ist ja krass, ey. Gut, C4-Insel, aber so. Natürlich muss dann am Schluss noch was kommen. Wo ist denn jetzt die 44? Da ist auch irgendwie eine Triangelinsel, die südliche, jetzt mit Turm der Götter zu. Gut, machen wir die zuletzt. Dann. Portemonnaie, wir kommen. Und ja, Freunde, ich weiß, die Maske sieht ein bisschen bescheuert aus, nehmen sie nach dem finalen Kampf wieder ab und so, aber ich will es jetzt mal für Testzwecken und halt für, also ihr wisst schon, für, sag ich immer. Das kleine Training, was ich vorhin erwähnt habe, dafür will ich es noch gebrauchen. So. Portemonnaie also, jetzt singen wir halt da rüber. Der Weg stimmt, okay, das ist Isla Binocular. Danach Mutter- und Kind-Insel, danach nördliches Feenkardinal, C4-Insel, dann südliches Triangelinsel und dann vermutlich mal die Haifischinsel, wa? Und dann endlich Turm der Götter. Na, endlich mal. Erst Haifischinsel und dann südliches Triangelinsel, weil es liegt da gerade auf dem Weg. Sonst müsste ich einen Weg hin und zurück fahren, das wäre natürlich ein bisschen doof. Ich bin jetzt mal so im Daumen gepeilt. So, mitgenommen. Und da ist auch schon bereits unser nächster Schatz.
Nein! Ja, bremst doch mal, Mensch! Alter, die Bremse hier ist unglaublich, ey. Das ist echt von schlechten Eltern, aber ganz ehrlich, ey. So, wo ist die jetzt? Die war doch irgendwo hier vorne. Ah, hier, 22. Gut, noch ein bisschen fahren. Alles langsam fast. So, jetzt aber. Lalalala. So, linke Boy, dann gucken wir mal, was haben wir denn dort Schönes drin? Und es ist ein Robin, schon wieder, ey. Tja, so schnell kann es gehen, war. Okay, Mutter- und Kindinsel also. Der nächste Schatz, man, haben wir noch alle Schätze geholt, Freunde. Ist doch irgendwie schon cool, oder? Ja, also irgendwie was Krasses hat es schon. 29 war gut. Oh Mann, ey, das erste Mal, dass ich wirklich alles gemacht habe. Also sprich auch, gut, in meinen Schatzkarten gesammelt, alle habe ich auf dem Gamecube-Teil bereits mal gemacht, wobei ich da die Schätze nie geholt habe. Also natürlich die Herzteilen, das schon. Grenze habe ich auch nie geholt komplett. Und ich glaube, die geheimen Schatzkarten hatte ich auch nie. Und natürlich, was ich auch nie gemacht habe dort, war halt die Foto, also sprich da die Nintendo-Galerie. Auf dem Gamecube war das echt mühsam hier. Hier mit dem Miiverse und... Ja, also irgendwie schon... besser, sag's mal so. Einfach vielleicht nicht unbedingt, aber vor allem besser. Und noch einmal ein Silberrubin. So viel mal dazu. Jetzt gehen wir also zum... Wohin gehen wir jetzt? Ja, ich glaube die 24, das wär's. Ja, genau. Spielt das hier oben, das nördliche Feenkoordinal. Jupp. Stimmt sogar, nachher Zephirinsel und dann die Haifischinsel. Oh, ist bereits. Also vor allem hier mit dem großen Segel, sprich mit dem 7-Meilen-Segel, das macht so viel einfacher. Natürlich auch sehr viel schneller. Wobei ich mich gerade frage, weil ich zocke hier die Wind Waker, also fürs Let's Play zocke ich ja auf der weißen Wii, weil meine schwarze Wii war damals noch in der Reparatur. Die kam man jetzt mittlerweile bereits zurück, leider ohne Daten und so, sprich ich muss alles nochmal nachzocken, toll. Aber habe sowieso vor der Wind Waker nochmals auf dem schwarzen Teil auf dem Gamepad halt zu zocken, sprich statt dem Pro-Controller auf dem Gamepad. Und da frage ich mich halt schon, wie schnell werde ich wohl das Spiel durchkriegen, wenn ich es mal auf normal zocke, sprich vielleicht sogar ohne 100%, natürlich ohne Bilder und auch ohne alle Herzteile. Wie schnell kriegt man das mit dem 7-Meilen-Segel und allem hin? Das muss ja unglaublich schnell gehen, ey. Vermutlich, wenn ich es nochmal aufnehmen würde und so machen würde, schätze ich etwa 30 Parts. Mehr vermutlich. Ja, 30, ja 40 maximal, aber mehr vermutlich. Wollte gar nicht. Oh, tschüss. So, gehen wir gleich zur C4-Insel. Dann haben wir fast alles, Freunde. Fast. Die haben wir bereits alles, war. Das sieht doch picobello aus. Alle Schätze geholt. Nächster Schatz ist also die Karte mit der Nummer... Ich kann langsam nicht mehr. Hä? Achso, doch, stimmt, das war jetzt genau. Ich hatte gerade, hey, wieso wird es so hoch? War doch schneller als ich gedacht hätte. Und ja, ich fürchte mal, der Part wird heute ein bisschen Überlänge haben, weil ich, wie gesagt, mit der Haifischins noch ganz kurz machen will. Vorbeigucken und so. Naja, macht nichts, wa? Wir sind ja gleich da. Lalala. So, jetzt nehmen wir mal die Zephirinsel, gehe ich mal hinten durch. Das sage ich auch eher selten, wa? Geh mal hinten durch. Mann, bremst doch mal, Alter! Also mit Steuerung haben es teilweise schon ein bisschen doof gemacht, muss ich mal so gehen. Also das war früher besser. Da tausche ich mich auch nur, weil es jetzt halt der Pro-Controller ist, nicht das Gamepad, kann natürlich auch sein. Also im Gamepad, man sagt ja sowieso, oder da habt ihr mir auch in den Kommentaren geschrieben, dass das mit dem Gamepad wegen dem Gyrosensor beim Ziel mit dem feinen Punkt im Endhang sowieso besser sei. Das werde ich dann optional jetzt mal testen. Oranger! Ja, 100, toll. Wow, Hilfe. Gut, hätten wir das auch. Die letzte Schatzkarte, die noch fehlt, ist ja die 44, die ist hier unten.
Und hier ist Turm der Götter. Jetzt gehe ich aber erstmal zur Haifischinsel, sprich wir teleportieren uns nochmal. Die Haifischinsel, doch, das war doch dort, oder? Südliches Feenkardinal. Die Haifischinsel hat es doch... Ich erinnere mich, da waren doch verschiedene Mechanismen, oder? Irgendwie ein Punkt, wo ich einen Stahlhammer einsetzen musste, dann musste ich irgendwie noch einen Kristall aktivieren, einen Schalter drücken und so Dinge halt. Und dort war doch irgendwie was seltsam. Also war seltsam als sonst. So, wieder ein bisschen rauszoomen. Nicht so. Dankeschön. Und der Fischi. Hey, Mann, ich brauch Futter. Nö, kriegst nichts mehr. Noch Menno. Tja, der Fisch, der geht ein bisschen leer aus. La 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 la. Wo zum Henker segel ich denn hin? Da drunter will ich. Dort ist es, die Haifischinsel. Haifischinsel, ein seltsamer Name, wa? Aber es ist so, lalala, sind wir schon relativ richtig unterwegs, wa? Mann, doch nicht so, so jetzt aber. A, B, X, Y, alles so nah beieinander. So, da wären wir also auf dieser sagenumwobenen Insel, wo alles ein bisschen verrückt ist. Da bin ich mal gespannt. Also, hier drüben hat er, glaube ich, nichts mehr zum Aktivieren, wa? Da war alles... Doch, da ist einer. Ich glaube, ich muss das alles relativ schnell machen, wa? Okay, ich mach's mal so, dass ich da jetzt mal... Ich brauche vermutlich den eher weniger. Sicher mal den und das hier. Gut. So, das war Nummer 1. Mit dem Masterschwert gleich mal Nummer 2 aktivieren und dann mit dem Stahlhammer die Nummer 3. So, dann hätten wir das. Und jetzt oben noch den Schalter drücken. Toll. War die Reihenfolge doch falsch, oder wie? Ich lasse mal so ein bisschen anders. Ich kann jetzt zuerst den hier drücken und dann... gehst du heute mal hoch? Hallo? Scheinbar ja nicht. Okay, ich überlege gerade, ob ich vielleicht so machen soll. Hä? Nicht gedrückt, oder wie? Frechheit. So, genau, er geht wieder hoch. Okay, muss ich alles anders machen. Mache vermutlich eher so, dass ich den als ersten betätige. Wobei, ich kann das schon so machen. So, gedrückt müsste er also sein. Da ist der nächste. Hopp. Ja, gedrückt ist er. Schnell darüber. Und aktivieren. Und da funktioniert es bereits. Und da kommen wir ins Loch hinein. Okay, man sieht schon, muss ein bisschen schneller sein. Okay, kein Problem. So. Und hier drin soll also etwas sein, was uns ein bisschen, naja, sag mal so, eine kleine Aufwärmrunde sein dürfte. Hoppala. Ja, Link, ich weiß, du schreist gerne. Oh. Begrüßungskomitee? Hallo. Das ist der nächste Trottel. Boom. Tschüss. Tschikowski. Sayonara und gut. Aua. Ja, man sieht schon, man sieht die Energieanzeige, Freunde. Wow, was machst du hier hinten? Bams, Booms, Fauns. Oh, weg hier. Wow. Was willst du, du fettes Schwein? Noch ein? Oh, nein, getroffen. Na, noch nicht. Du. Bum. So, triff nur. Nicht dir. Du sollst zielen, komm schon. Mann, oh, wieso denn? Alter.
So, hinterrücks noch getroffen, natürlich auch nicht schlecht. Oh, what? Lebt ihr noch? Boom. So, jetzt ist nicht mehr. Nee. Hier kommt noch mehr. Noch mehr Nimusgarten. Oder Schattengarten oder Finstergarten, wie die immer heißen. Wow, Nimusgarten sind die stärksten davon. Warte, umhängen. Wir sehen erst am Schluss. Also, bald schon. Getroffen. Aua. Keine Absicht. Oh, Hilfe. Wow. Aua. Nicht getan. Hilfe. Oh, was für ein Schlachtfeld, Alter. Weg hier. Boom. Da können wir noch den Pyramiden ausweichen, ganz klar. Was ist mit der Rüstung hin? Die ist Hasta la Vista. Baby. Aua, Mann. Ich bin ausgewichen, ich hab's gesehen. Na gut, ich bin zurückgesprungen. Weil ich nicht so elegant, wie ich es gerne gehabt hätte, aber es war cool. Mann, jetzt reicht's mir aber. Da bist du ja. Im Flug erwischt. Mann, hau doch einfach mal ab, Mensch. Okay, ja, es geht nicht mehr so weiter. Die wollen unbedingt eins auf die Mütze haben. Können sie haben. Du. So, hätten wir das auch. Wo ist der letzte? Mann, wieso nervst du mich so? Uah. Und da gehen sie hin, die Herzen. Oh, Hilfe, nicht schon wieder einer. Oh, sogar zwei ist klar. Okay, jetzt mal Pyromagier erledigen, weil die nerven. Oh, die drei ganz harte Typen. Okay, wollte nicht wissen. War ja Volumen auf die Fresse haben. Ja, kommt doch mal. Ja, kommt nur. Können wir doch spielen. Tschüss und Bams, boom. Sie sehen nichts mehr. Einer lebt noch, einer lebte noch. Booms. Da war es noch einer. Und das war's auch mit dem. Wir haben es geschafft, Freunde. Die Aufwärmrunde ist vorbei. Was für ein Schlachtfeld, hey, unglaublich. Wir sind die Größten, wir haben es geschafft. Ja, Mann, wir sind die Besten, die Coolsten, die Besten, die Größten, die Coolsten. Hab ich schon mal gesagt, egal. Dann sind wir noch Rubin, das ist die ganze Mühe dafür. Alter, das wäre locker ein Herzteilwerk gewesen. Ja, ich weiß nicht, zu viele Herzteile. Ist mir aber egal. So, was war auch später noch? Keine Ahnung. Mach's mal so, Freunde, damit wäre die Trainingssession das erste Mal beendet. Ich gehe jetzt mal noch ganz hurtig, würde ich mal sagen. Oh, fällt mir gerade was auf. Gehe ich mal jetzt noch zum Feenkardinal. Quatsch, Feenkardinal. Zur Mutter und Kindinsel natürlich. Holen wir dort noch 2 Feen. An die mich heilt eine für die Flasche noch. Und dann endlich gehen wir... Ach, stimmt ja. Fällt's gerade auf. Nein, scheiße. Stimmt ja, wenn wir den holen, wa? Die Triangelinsel, okay, machen wir ja zuerst das. Habe ich gesagt, den Überlänge-Part. La. Ja, wir sind unterwegs. Dorthin war. Doch, das müsste. Das Triangelinsel sieht doch hier nach dem Turm der Götter aus. Das ist verrückt. So ziemlich crazy. Also jetzt, da hat er keine Hilfe, was ist denn das los? Aber ja. Jetzt sieht man's. Man sieht die Insel. Lalala. Ja, Insel, ich sehe sie nicht. Doch, dort, jetzt sehe ich sie. Alter, die war so klein, die hat man gar nicht gesehen. Oh. Nein, nicht gut, nicht gut. Oh Mann.
Ist mir egal, ist mir egal. Falls mich nicht mehr aus dem Boot, natürlich schon mal etwas. Ja. Die letzte Truhe, Freunde, haben wir es endgültig geschafft. Wir haben alles. Also, alles hier, ne? Nicht so, also, ja. Und da ist es Orange Rubin, geil. So, weg hier. Ne, nicht der erste Takt, 4 Takt lang. Reicht schon. Der genügt, Freunde. Mutter- und Kindinsel, wir kommen. Ich will zur Mutti. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ein paar Feen noch. Ja, ist klar, Segel setzen hier drin. Hat gar keinen Wind. Und noch eine Fee verkorkt. Ja, Mann, da ist voll verkorkt hier drin. Ja, glaubt er gerne. So. Und das noch mit. Ja, Freunde, damit wäre es eigentlich soweit mal fertig war. Ihr habt jetzt auch das mit dem Dings gesehen, wie das aussieht halt mit der Maske, dass da halt so die Energie angezeigt wird. Aber, wieso was nicht? Mal den mit. Sicherheitshalber, wir haben genug Rubine. Ich nehme ihn auch wieder ab, weil ich finde, es sieht ja ein bisschen lächerlich aus. Und ich will Ganondorf so platt machen. Also gut, Freunde, es geht ab zum Turm der Götter. Und begeben wir uns nach Hyrule. Und gucken mal nach, was Ganondorf inzwischen so getrieben hat, ja? Oder wie es Zelda geht und so. Wir müssen inzwischen ja auch ziemlich verdurstet und verhungert sein. Wir haben sie ohne Wasser und Brot zurückgelassen. Die Arme. Nochmal ganz kurz, damit ich da wirklich sicher bin, haben wir endgültig alles hier. Habe echt nichts vergessen. Wir haben alle Karten, das steht bereits überprüft offscreen. Wir haben Triforce-Karten. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, kann ich mehr erzählen, aber gut, wir haben alle. Wir haben echt alles komplett, Freunde. Natürlich als letzter Beweis noch, wir haben hier drüben, da rechts seht ihr, eine Anzeige, 49 Karten, heißt natürlich 46 plus die 3 Triforce-Karten. 49 Schätze gehoben, heißt wir haben alles, es ist alles Picobello. So, jetzt haben wir zum Schluss noch, bevor ich da reingehe, die Flaschen für die Galerie. Haben wir bereits, danke. Die Galerie haben wir auch schon bereits. Wie sehen die denn aus? Mit Flügen nach unten. Okay, Freunde, rein geht's. Und wohl eher hinab geht's, wa? So denn, Michael, zeig den Göttern das zusammengesetzte Triforce des Mutes. Okay, Mann, hier hab ich's. Schön verpackt. Du darfst hineintreten. Geil. Was ist Triforce hin? Hilfe, hab's verloren. Oh, was geschieht? Das Triforce des Mutes, das weilt in dir. Aber das bedeutet ja, dass das Triforce des Mutes dich als einen wahren Helden anerkannt hat. Du, der den Wind befehligst, das Meer bereist, zahlreiche Abenteuer gemeistert und schließlich die Kräfte der Götter einen Teil von dir gemacht hast. Wieso ist das eigentlich so überraschend? Mal ganz ehrlich, war das sowas von klar, hey. Genau wie der Link aus Ocarina of Time, da gibt's noch alles. A Link Between Worlds, naja, theoretisch. Twilight Princess, der Skyward Sword zählt eigentlich nicht ganz, weil der hat die alle 3. Dich wird man in kommenden Zeiten als den Helden des Windes kennen. Michael, Held des Windes. Schon cool, wa? Noch Ocarina of Time war der Held der Zeit, sind wir der Held des Windes. Geh. Geh nach Hyrule, geh zu Zelda. Aber geh von dannen. Okay, Mann. Da kommt er trotzdem mit, sagen wir so, geh. Blüpp. Ja, dann gucken wir mal, wie Zelda so geht, wa? Jupp. Zurück in Hyrule, alles schön in Farbe, geil. Und Ganondorf muss sterben, wenn wir sowas platt machen. Wir haben 3278 Rubine. Wir haben die magische Barriere, wir haben 20 volle Herzen, wir haben Omas Suppe, wir haben einen blauen Trank. Sehen wir das gerade nicht. Wir haben 2 Feen, wir haben alles komplett, einfach nur alles geil. Und jetzt wird er draufgehen. So, Zelda. Hallo. Ah, die war halt unten, wa?
Also irgendwie... Will ich verarschen? Link! Also spricht der aus Queen of Time? Nein, der Hidaschild. Das Master-Schwert soll... Alter, wer war das? Wieso ist der... Och nö. Nee, jetzt sag mir bitte nicht, wer hat hier... Zelda? Hast du denn mal so ein paar Vertreter reingelassen? Da wohl nicht wahr sein. Meine Statue zerstört. Welcher Arsch war das? Sehe aber nichts. Okay, Freunde, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst. Nee, das natürlich nicht, aber es muss natürlich ein fieser, alter Cliffhanger sein. Ja, was unten geschehen wird, das sehen wir wieder das nächste Mal hier bei Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Oh, Männer, meine Statue. Wer war das? Da oben jemand? Nö, wo ist eine Fackel? Wer war das bloß? Wir können uns alle denken, Freunde. Und um ehrlich zu sein, wir wissen es alle. Wir wissen, wer das war. Es kann nur einer sein. Oh Mann.